Grüß dich zurück zu Gran Turismo 7 und dieser kleinen Reihe, wo ich dir zeige, wenn du mich schon länger verfolgst, wird es für dich interessant sein. Wenn du durch puren Zufall aber auf diesen Kanal gestoßen bist, hier aus der schönen Steiermark in Österreich, dann sage nur Christi und vielleicht hast du dann Spaß mit dem, was du heute dann sehen wirst oder sonstiges, keine Ahnung. Bitte eins vorweg, ich werde im Oktober 42, ich bin ein alter Sack und mit den kommenden Dingen habe ich mich jetzt erst in den letzten Tagen angefangen zu beschäftigen. Genau, kurz und schmerzlos. Wie ich zu diesem Auto gekommen bin, der Toyota GR10 aus der World Endurance Championship, das wirst du dann in einer fünfteiligen Reihe sehen, wo ich das Menübuch 39 abgeschlossen habe, um die Fahrzeuge, die ich nicht brauche, zu verkaufen. Genau. Und dadurch konnte ich ihn mir leisten. Ich habe jetzt noch 4 Millionen und noch ein bisschen was auf der Kante kleben und es hat seinen Sinn. Was du jetzt sehen wirst, ist eine kleine Probefahrt. Ich habe noch eine kleine Probefahrt, aber die möchte ich später mal in ein anderes Video mit einbauen. Heute werden wir uns mal diesem Auto widmen und ich werde es jetzt mal kurz einblenden, in einem der letzten Community-Tab geschrieben, ich habe ein klein wenig Geld in die Hand genommen, um den YouTube-Kanal ein bisschen nach vorne zu bringen. Es sind nur Kleinigkeiten, 3 Kleinigkeiten, alles zusammen, kurzen Augenblick, ich muss kurz nachdenken, ja, es ist einiges an Geld geflossen, sagen wir es einmal so. Und das war als ein Spontankauf, den ich hoffentlich noch nicht bereuen werde. Gut, folgendes. Wie du es vielleicht hörst, auch das werde ich dir jetzt einblenden. Ich habe, wie du vielleicht hörst, ein neues Mikrofon. Ich muss mich da jetzt ein bisschen spülen und daher auch das Ganze mit diesem, ja, ein bisschen spielen und testen. Ich möchte da ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Kurzer Augenblick, ein bisschen, ja, es ist alles neu für mich, alles Neuland. Alles neu für den alten Sack. Und es möchte jetzt ein bisschen probieren und ein bisschen zeigen und hin und her und bla bla bla. Genau. Wir fahren mit der Nummer 8. Und wir werden jetzt einmal eine kleine Probefahrt machen. Fahrzeug wechseln. Braucht man nicht. Sehr schön, der Ton ist da. Ich höre ihn, ich hoffe, ihr hört ihn auch. Ansonsten können wir ja da ein bisschen höher stellen. Genau, das ist vom Aufnahmeprogramm. So, wir werden eine kleine Probefahrt machen mit der kleinen GR10 Katze. So. Am letzten Wochenende war ja das 6-Stunden-Rennen in Fuji in Japan und dort hat sich ja Toyota den Konstrukteurstitel geholt und jetzt ist eigentlich nur mehr, was ist denn jetzt dran? Im November ist jetzt noch das 8-Stunden-Rennen von Bahrain und ich bin mal gespannt, was die Jungs reißen werden. Genau, wir fahren am Red Bull Ring. Ich wohne ungefähr 30 Kilometer weg davon. Und zwar eher so östlicher Richtung. Na, falsch, aus meiner Richtung aus gesehen, im Westen. Genau. Zeitrennen. Wir werden uns da mal ein paar kleine Runden düsen. Wir machen wir Sonic. Genau. Also ein paar kleine Runden düsen. Ich habe schon ein paar Proberunden gedreht und ich werde dir nun noch erklären beziehungsweise mal einblenden, was das zweite Neue ist. Das dritte Neue, da muss ich aber extra Video machen. Jetzt ist aber nur wichtig, ist Headset ein neues, das habe ich da eh schon eingeblendet gehabt. Möchte den Kanal ein bisschen nach vorbringen und auch weiterhin auf, wie sagt man so schön, ich möchte den wenigen Videospielinhalt, das beinhaltet jetzt momentan nur 20 Spiele, ein paar mehr, komme ich vielleicht auf 25 und das möchte ich aber auf Jahre hin ausbauen. Genau, also ich will mich jetzt nicht unbedingt auf nur Videospiele befassen. Fürs kommende Jahr habe ich noch einiges geplant.
Jetzt im Ende September bin ich wieder am Red Bull Ring, ist ja die DTM und da wird es auch ein Video geben davon. Mal schauen, wie ich es mache. Wir werden uns jetzt mal in den Toyota GR10 setzen, wie du siehst, rechts oben. Das war meine Runde mit dem R8 LMS Evo 19 und die vorherige Runde mit dem GR10 Hybrid, das war noch mit dem Controller. Genau, ich habe mir nämlich gekauft ein Logitech G29 Lenkrad. Genau. Da alte war einkaufen. Innerhalb von wenigen Stunden. Gell? Und PC und PS4 und PS5. Ich besitze nur die PS4. Die PS4 tut seine Dienste noch. Und ich wollte dir eigentlich auch Rennspiele zeigen vom PC. Da muss ich aber erst schauen, genau, da muss ich auch mehr Einstellungen machen. Das, was ich dir jetzt zeige, das ist eigentlich schon relativ gut gegangen, ohne irgendwelchen Klamauk und hin und her und bla bla bla. Ich hätte gesagt, wir fahren einmal eine kleine Runde mit ihm. Ich brauche jetzt nur mal 2-3 Minuten zum Eingewöhnen. Weil der Audi lässt sich nämlich ganz anders fahren wie der Junge. So, fahren wir mal. Vielleicht wird es jetzt besser. Ich hoffe, du hörst mich. Ich meine, ich werde es dann noch an dem Schnittprogramm noch mal ein bisschen bearbeiten, gell? Ein schmuckes Kätzchen ist er ja schon. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Kurzen Blick. Ja, ich muss aber im Laufe des Jahres noch ein bisschen was daheim umbauen, deswegen. Also, seid mir bitte nicht böse, wenn so ein Material erst im nächsten Jahr dann vermehrt kommt, gell? Na, nicht so, mein Gott. Ja, was der moderieren und den Scheißdreck da machen, das ist halt nicht unbedingt immer, wie sagt man, von Vorteil, wenn du es nicht unbedingt gewohnt bist, gell? Weil mit dem Controller, da müssen wir ein bisschen mehr konzentrieren. Und was halt auch ist, du hast das verblüfft mir bei die ehemaligen LMP1 Prototypen, du hast da vorne aus wirklich ja, du siehst es ja selber, an Durchblick, dass das Sau graust. Weißt, ich bin da keine 3 Runden gefahren und schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Und wie gesagt, die nächste Änderung, die noch kommen wird, das ist, oder die nächste Neuerung, das nächste Infovideo, also das ist ein ganz Infovideo-Reihe, da möchte ich dann was Größeres zeigen. Hat seinen Grund, das hat was mit der Xbox zu tun. Genau. Und ich habe im letzten Community-Tab eine kleine Umfrage gestellt, zwecks welches Spiel bei euch in der Gunst, bei meinen Abonnenten, welches Spiel bei euch eher zugunsten eurer Seits liegt, eurer Sympathie. Und im derzeitigen Augenblick ist Cyberpunk, ja,
Man gut, du darfst die Größe meines Kanals nicht übersehen und mit die Zuschauerzahlen, gell? Das musst du da ein bisschen sehen. Ja, aber geil fahren. Okay, erzähl ich schon geil fahren, muss ich schon sagen. Und ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich war heuer beim 6-Stunden-Rennen in Spa und es war saugeil. Bei mir in der Dachwohnung ist ungefähr gleich heiß. Also hier da im Cockpit bei 30 Grad im Schatten. Ja, er geht aber super gut fahren, muss ich sagen. Und das Lenkradl ist auch hammerschön zum Fahren eigentlich. Oder zum Bedienen. Man gut, beim PC, da muss ich mir erst schlau machen und durchfuchsen. Weil du hast ja doch bei Weitem mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber mit der Zeit wird es schon hinkriegen. So. Also ehrlich gesagt, ich meine, vielleicht bedarf das nur ein bisschen einer Übung, aber ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, mit dem kleinen Audi haben wir leichter da. Und wenn ich ein bisschen mehr Streckenkenntnisse hätte, gell, und ein bisschen ein Gefühl für die ganzen Schaltgänge und etc., dann täte ich das alles, das ganze Hardware, das ganze Dings, was du da siehst, die ganzen Informationen, ich täte sie abschalten. Aber ich glaube, das bedarf ein bisschen einer Übung. Mal ganz kurz. Wir drehen nochmal kurz auf Pause. BZW, machen wir es so. Wir warten jetzt die Kurven dann an. Ich bremse da mal kurz ein. Dann will ich nämlich was probieren. Und zwar, der Schatz ist, er speichert das ja nicht an. Front. Perfekt. Wollen wir es nochmal? So. Man gut, es gibt eine Sache in der WEC und auch in der DTM, das stört mir ein bisschen. Da bin ich mit mir selber ein bisschen im Unschlüssigen. Dieses Thema Balance of Performance, das ist für mich ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nur wenn man sich dann die IMSA-Regularien anschaut und auch die WEC, ich weiß nicht, ob man das mit oder ohne Balance of Performance in ein Gleichgewicht bringt. Keine Ahnung. So. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich bei mir daheim aufrüst. Es wird dann aber auch später Spiele geben, die dann wahrscheinlich nur mehr... Ja, schauen wir mal, wie ich das handhab. Auf jeden Fall eine Änderung, das habe ich glaube ich im Community Tab damals geschrieben. Damals. Noch nicht mal 2 Tage her oder 3, keine Ahnung, wann das Video erscheinen wird.
wird es vielleicht mit Mass Effect 2 schon diese große Neuerung geben. Und ich war wirklich überrascht. Und daher auch das nächste Video. Das dauert ein bisschen, weil da möchte ich da ein bisschen mehr zeigen. Im Hintergrund lädt die PS4. So, jetzt lassen wir es für heute. Ich bin halt schon zu viel gefahren. Ich bin vorher gerade, ich glaube, 20 Minuten mit dem R8 Audi gefahren. So, ein bisschen mal dumm cruisen. Ja, kannst du die Hütte ein bisschen anschauen. Was ist da? Ah, da ist nichts. Kann man denn irgendwie von vorne oder von hinten anschauen? Na, gell? Handbremsen ist drin. Erst ab und zu muss ich ein bisschen probieren. Okay, das kann ich da auch verstellen. Warte mal. Ich bin eine Dorfhupe. Aha, also für das sind die Tasten da auch gut. Kann man mal was anderes? Okay. Was ist da? Da tut sie nichts, da tut sie auch nichts. Was haben wir noch für Tasten auf dem Lenkrad? Gibt's da keinen Fotomodus? Na, gell? Ist wurscht. Den brauchen wir jetzt eh nicht, eigentlich. So, um das Ganze jetzt abzuschließen. Wann Gran Turismo mit dem Lenkrad kommt, das kann ich da nicht sagen oder auch nicht versprechen. Es werden noch 5 Episoden mit dem Dings erscheinen, mit dem Controller. Sture Wildkatze. So. 5 Episoden erscheinen noch mit dem Controller. Wenn es dann mit dem Lenkrad losgeht, weiß ich noch nicht. Da habe ich mir ein paar Rennen ausgesucht, die möchte ich zuerst aber probieren. Oder mit einem Einzelrennen probieren. So, weiß ich nicht, eine Stunde, so ein Langstreckenrennen, Stunde BOP dazu und fertig. Was für eine Klasse, weiß ich noch nicht. Ich hätte mir vorgestellt, GT-Klasse, das ist immer geil und actionreich, sag jetzt einmal. Ja, genau. Und das nächste Video, ich hoffe, du hast jetzt mit dem da ein bisschen Spaß gehabt. Also wie gesagt, neues Headset, ich glaube, man hört es auch im Vergleich zum letzten oder zum anderen Mikrofon. Und im nächsten Video behandeln wir dann das Thema Xbox. Genau. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Jetzt im Anschluss. Nein, wir werden jetzt im Anschluss nichts machen. Ich werde dir später nochmal die kleine Fahrt mit dem R8 zeigen, werde aber dazu was machen und werde dir nebenbei so ein paar kleine Spiele auf der PlayStation einblenden, wo ich das Lenkrad getestet habe. Genau, machen wir so. Passt, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Gaudi gehabt mit dem Scheiß da und man sieht sich. Bis bald. Baba.